Wie Jesus uns rechnen gelehrt hat. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Zusammen schauen wir verschiedene Bibeltexte im Alten und im Neuen Testament an und werfen dann auch noch zusammen einen Blick in die Kirchengeschichte. Die Bibel fängt ja damit an, dass Gott das ganze Universum erschaffen hat in 7 Tagen. Und schon hier sehen wir eine Zahl, die vorkommt. Zahl 7. Ich sage immer, das ist die Lieblingszahl von Gott, Zahl 7. Und weil Gott das Universum mit 7 Tagen erschaffen hat, haben wir auch eine 7-Tage-Woche. Da gibt uns Gott die 10 Gebote. Da kommt die Zahl 10 vor. Die wichtigsten Lebensregeln für unseren Weg. Und dann 40 Jahre Wüstenwanderung vom Volk Israel. Das sind sicher die 3 wichtigsten Zahlen, die im Alten Testament vorkommen. Jesus hat in seinen Gleichnissen, in den Geschichten, die er erzählt hat, sehr viele Zahlen verwendet. Und jetzt hören wir auf das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Und auch alle Kinder und Jugendlichen bitte ich mal dafür zu schauen, weil ich Bilder einblende. Jesus hat erzählt: Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und diejenigen, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Soweit das Gleichnis aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, Verse 1 bis 13, in der wortwörtlichen Elberfelder Bibelübersetzung, die wir gehört haben. Es ist eine komplexe Geschichte, wegen dem möchte ich tiefer eintauchen. Ein Gleichnis ist eine Vergleichsgeschichte. Ich habe eine Liste erstellt mit ein paar Vergleichspunkten. Jesus erzählt hier vom Reich der Himmel. Das ist Gottes Königsherrschaft. Dort, wo Jesus der König ist. Jesus vergleicht das Reich Gottes mit einer Hochzeit, weil beides Ereignisse der Freude sind. Wenn wir an eine Hochzeit eingeladen sind, dann freuen wir uns, weil das bedeutet ja, dass Bräutigam oder Brut oder beide uns kennen, uns lieben und uns dabei haben. Eurem besonderen und feierlichen Tag, wenn sie sich das Ja-Wort geben. Wegen dem vergleicht Jesus hier das Reich der Himmel, sich selber, mit dem Hochzeitsfest. Es war ein jüdischer Hochzeitsbrauch, dass der Bräutigam und seine Freunde sein Haus verloren haben und sich aufgemacht haben zum Haus der Brut oder zum Haus der Vater vom Brut, wo dann die Hochzeitsfeier stattgefunden hat, häufig in der Nacht. Nachher ist die ganze Hochzeitsgesellschaft zurück zum Haus vom Bräutigam gegangen und hat dort das Festmahl gefeiert. Das ist noch der Hintergrund. Denn die 10 Jungfrauen, die stehen für uns. Wegen dem haben wir ein kleines Smiley hier, angetan. Also die Jungfrauen, das sind Mägde oder Freundinnen der Brut.
Entweder haben sie beim Haus vom Vater von der Brut gewartet oder beim Haus vom Bräutigam. Besonders für uns Männer ist es natürlich eine komische und auch ein bisschen eine lustige Aussage, dass Jesus uns in dem Gleichnis als Kolleginnen von der Brut bezeichnet. Wenn wir die Vergebung von unserer Schuld, die Jesus uns anbietet, angenommen haben, dann sind wir für Gott rein und heilig. Der Apostel Paulus schreibt einmal im Epheserbrief, dass Jesus seine Gemeinde, seine Kirche verherrlichen. Das heisst auch reinigen. Und jetzt wegen dem wird seine Kirche weder Flecken noch runzeln oder etwas, sondern sie ist heilig und tadellos für ihn. Das ist einfach auch der Hintergrund. Denn der Bräutigam steht für Jesus. Auch im Alten Testament tut sich Gott als Gemahl, als Ehemann vom Volk Israel bezeichnen. Im Neuen Testament vergleicht sowohl der Johannes der Täufer als auch Jesus. Beide sagen, dass Jesus der Bräutigam ist. Also seine Brut, das sind wir, Kirche, alle Gläubigen von allen Jahrhunderten. Alle, die an ihn glauben und ihm vertrauen. Denn Öl ist der Heilige Geist. Im bekannten Psalm 23 heisst es, du salbest mein Haupt mit Öl. Es ist so, wenn wir einmal ein bisschen entspannen wollen, vielleicht für ein Wochenende, dann gehen wir vielleicht daheim baden oder wir gehen vielleicht in den Schwarzwald, ich sage immer kuren für ein Wochenende in ein schönes Wellnesshotel. Früher haben wir das in Israel anders gemacht. Mit Öl hat man sich gesalbt, also mit Öl auf die Stirn getan. Das ist wie wenn wir heute wellnessen. Du salbest mein Haupt mit Öl. Gott tut seinen Heiligen Geist auf uns geben. Früher war Öl ein wertvolles Grundnahrungsmittel in Israel. Wir essen ja vielleicht am Morgen oder am Mittag oder am Abend essen wir Brot mit Anken. Und dann, meine Frau sagt immer, sag doch Butter. Ich sage, nein, auf Mundart heisst es Anken. Und dann vielleicht noch ein bisschen Gomfi oder Fleisch oder Honig dazu. Früher haben die Leute in Israel Brot mit Olivenöl gegessen, haben ihr Brot in Olivenöl getaucht. Was heisst das? Wenn es so heisst, das Öl ist wichtig. Öl ist der Heilige Geist. Grundnahrungsmittel. Wir brauchen also täglich den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Und dann noch etwas zu diesen Lampen. Diese Lampen, das sind eben Fackeln gewesen, so ein Stecken aus Holz, wo oben dran so ein Lumpen war und dann hat man diesen Lumpen in das Öl taucht und dann anzündet und das war so eine Fackel gewesen. Dann die 5 törichten Jungfrauen. Das sind Christen, die nicht bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Ich habe mal das Wort nachgeschaut, töricht auf Griechisch. Das heisst, töricht, dumm, idiotisch, verrückt, närrisch. Bei dieser Vorbereitung auf die Predigt habe ich etwas Neues gelernt. Dass es im Griechischen eben 2 Begriffe gibt für dumm. Das eine ist einfach ein Dummkopf, jemand, der eine dumme Entscheidung trifft. Aber hier kommt das stärkere Wort vor. Die 5 törichten Jungfrauen sind eben nicht nur dumm, sondern sie sind sogar gottlos. Sie sind charakterlich, moralisch verdorben. Es ist also eine ernste Warnung, weil es bezieht sich auf Jungfrauen, es bezieht sich auf Christen. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Sie haben ihre Freude an Jesus zu wenig gepflegt. Die 5 klugen oder gescheiten Jungfrauen, das sind Christen, die bereit sind für die Wiederkunft von Jesus. Auf Griechisch heisst das Wort klug, einsichtsvoll, verständig, praktisch klug bei der Regelung des Lebens. Das sind die ihre Freude an Jesus täglich fördern und leben im Alltag. Verspötung vom Bräutigam heisst das Warten auf die zweite Wiederkunft von Jesus. Warten auf das zweite Kommen von Jesus, auf die Wiederkunft von Jesus. Die ersten Christen haben vermutet, dass Jesus nach seinem Tod und seiner Auferstehung sofort wieder wird zurückkommen. Das ist aber nicht passiert. Und seither warten wir auf die Wiederkunft von Jesus.
Als ich das vorbereitet habe, die Geschichte, habe ich sagen, es ist schon aufwühlend, die Geschichte. Es ist komplex, es ist sehr viele Informationen hintereinander. Jesus macht uns mit dem Gleichnis nachdenklich. Er rüttelt uns auf, weil er sich an uns Christen wendet. Die Hälfte der Christen ist nicht bereit, wenn Jesus wird zurückkommen, sondern im Gegenteil. Sie leben gottlos und moralisch, charakterlich verdorben. Obwohl sie im Gleichnis als Jungfrauen bezeichnet werden und sie anscheinend angeblich an Jesus zu glauben. Jesus will, dass wir bereit sind, wenn er zurückkommt. Vorher haben wir reingezoomt und ein paar Details angeschaut von dieser Geschichte. Jetzt wollen wir rauszoomen und das grosse Ganze anschauen. Wie hat das Gleichnis die ganze Welt geprägt? Unser Kult prägt unsere Kultur. Man kann sagen, unsere Religion, die Grundlage von unserer Kultur prägt unsere Kultur. Die Bibel war eine lange Zeit die Grundlage von unserer Kultur. Und das Gleichnis hat die Schweiz, Europa und die ganze westliche Welt positiv prägt. Es ist ein bisschen verwirrlich, weil Jesus hier von Jungfrauen redet. Aber Jesus reduziert junge Frauen gerade nicht auf ihre Sexualität, wie das im ersten Moment der Anschein macht, sondern sagt indirekt, dass auch junge Frauen sollen in die Schule gehen, um dort lesen und rechnen zu lernen. Weil die gescheiten Jungfrauen ja überlegen, sie planen, sie haben Reserveöl dabei, sie sind bereit. Jesus hat auch weitere Gleichnisse erzählt, und es gibt eine weitere Sache im Neuen Testament, wo es um Zahlen geht. Und ich will das stichwortartig auch noch sagen, dann haben wir nachher ein besseres, grösseres Bild, Gesamtbild. Ich habe hier wieder eine Liste gemacht. Jesus erzählt gerade nach dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, erzählt er im Matthäus-Evangelium das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Also, dass Gott gewissen Menschen 5 Talente anvertraut, anderen 2 und wieder anderen 1. Und es geht darum, wir sollen die Talente nutzen. Und von dieser Geschichte von den Talenten kommt unser Wort Vergabe, Talent. Eigentlich ist das Wort Talent in der Bibel ist ein Gewicht oder eine Geldeinheit. 1 Talent ist 1 Million Franken. Also Gott hat uns allen Gaben anvertraut. Und dann das andere ist, Jesus erzählt auch ein Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, der selber eine Schuld hat von 10'000 Talenten gegenüber Gott. Das ist ein riesiger Geldbetrag. Das ist umgerechnet 10 Milliarden Franken, die wir Schulden haben gegenüber Gott. Und weil Gott uns liebt, tut er uns vergeben, dank Jesus. Ich habe das bewusst gewählt, die Zahl, das ist die grösste Zahl, die es damals gegeben hat. Das ist auch heute, ich meine, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, 10 Milliarden Franken, oder? Und Jesus hat bewusst diese Zahlen gewählt. Aber das bedeutet auch, dass die Leute haben müssen lernen, lesen und rechnen, um das überhaupt zu verstehen. Aber Jesus hat das bewusst so gemacht. Dann sagt Jesus auch noch das Gleichnis von den 10 Drachmen. Das sind auch Geldstücke gewesen. Dann etwas auch noch interessant ist, und ich glaube, wissen vielleicht viele noch nicht, im Johannesevangelium, das hat 21 Kapitel. Und es kommt 24 Mal das Wort «die Stunde» vor. Also mehr als einmal pro Kapitel. Und einmal steht sogar noch «die Stunden» in der Mehrzahlform. Also das ist ein Refrain, wo immer wieder kommt im Johannesevangelium. Und das ist nicht einfach eine Stunde an 60 Minuten, sondern Jesus bezieht sich auf seine Todesstunde und auf seine Auferstehungsstunde, dass durch das etwas Neues anfängt, dass wir nämlich eine Vergebung von unserer Schuld haben. Dann die Offenbarung vom Johannes, das letzte Buch der Bibel, erzählt davon, dass es im Himmel mehrere 100 Millionen Engel gibt. Da kommt wieder die Zahl vor, Zehntausende mal Zehntausende, also 100 Millionen Engel, die grösste Zahl, die man sich vorstellen kann. Gott erwähnt also sehr grosse Zahlen in der Bibel.
Als Fazit, Zwischenfazit halten wir fest, Jesus hat in seinen Gleichnissen und auch an anderen Stellen vom Neuen Testament verschiedene, sehr grosse Zahlen verwendet. Auch die höchsten Geldbeträge der damaligen Zeit. Mit dem drückt er aus, dass wir sollen in die Schule gehen, Mädchen und Buben, und lesen und rechnen sollen lernen. Und im Verlauf der Kirchengeschichte ist das dann auch passiert, dass auch Christen Schulen gegründet haben. Am Anfang haben nur Buben in die Schule gehen, mit der Zeit auch Mädchen. Und das hat dann ganz Europa und die westliche Welt für immer positiv geprägt. Im Gegensatz zu den östlichen Religionen wie dem Hinduismus und dem Buddhismus, wo ein zyklisches, sich wiederholendes Weltbild vertreten, verkündet die Bibel ein lineares Zeitverständnis. Jesus ist einmal auf unsere Erde gekommen. Und seit seinem ersten Kommen ist die Endzeit angebrochen. Für viele ist das jetzt vielleicht ein Schock, aber es steht im Hebräerbrief, Gott hat zuerst zu den Vätern geredet, also zu den Propheten im Alten Testament. Und jetzt hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, wie Jesus. Also mit Jesus ist dann Zeit gekommen. Und das Ziel der Geschichte besteht darin, wie Jesus wieder wird zurückkommen. Wegen dem haben auch die ersten Christen angefangen, Zeit zu messen. Die Juden führen ja den Sabbat am Samstag und die Christen haben angefangen, den Sonntag als Ruhetag zu feiern, als Tag der Auferstehung von Jesus. Und so hat auch das ganze Zeitverständnis bei den Christen, bei den ersten Christen, eine grosse Wichtigkeit. Bereits in der Antike hat es Sonnenuhren gegeben, mit denen man die Mittagsstunde sehr gut anzeigen konnte. Ich habe hier ein Bild mitgenommen. Im Verlauf der Geschichte haben die Christen auch Sonnenuhren an Kirchen befestigt. In Singen hat es zum Beispiel eine Sonnenuhr an den Kirchen. Dazu steht manchmal unten dran noch ein Reim, nicht überall, aber manchmal, mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur. Also der Spruch bedeutet, dass wir uns nur an die glücklichen Stunden von unserem Leben erinnern. Aber dank Jesus können auch unsere traurigsten und dunkelsten Stunden in unserem Leben, er kann die in positive Erfahrungen umwandeln, wenn wir ihm ganz vertrauen und uns auf diesen Heilungsprozess auch einlassen. Jesus sagt, dass wir nicht nachtragend sein sollen, sondern unseren Mitmenschen sollen vergeben. Denen, die uns Böses angetan haben. Am besten bereiten wir uns auf die Endzeit vor, indem wir versöhnt sind mit Gott, mit anderen Menschen und mit uns selber. Dazu gehört auch, sich zu entschuldigen, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Kürzlich habe ich das Buch gelesen von Joseph Henrichs, «Die seltsamsten Menschen der Welt». Er ist Anthropologe, Professor, er erforscht Menschen, das menschliche Verhalten. Was interessant ist, er glaubt noch nicht an Jesus, aber er will herausfinden, wie Jesus uns mit der Bibel in der Schweiz, in Europa und in der westlichen Welt reich und erfolgreich gemacht hat. Er erkennt in den ersten mechanischen Uhren prestigeträchtige Konstruktionen, die dann in den spätmittelalterlichen Städten von Europa immer wichtiger geworden sind und ins Zentrum gerückt sind. Also die Uhren, die sind plötzlich Parathäuser am Marktplatz, an Kirchen und Kathedralen. Also die Uhr ist immer wichtiger geworden. Er schreibt Originalzitat: Öffentliche Zeitmesser wurden zu Symbolen eines geordneten städtischen Lebens und einer strengen religiösen Observanz. Also das heisst, dass die Leute damals den Glauben an Jesus ernst genommen haben. Dass sie regelmäßig gebetet haben, regelmäßig in die Kirche gegangen sind. Nicht nur im öffentlichen Bereich, die ganz grossen Uhren sind ein Statussymbol damals, sondern auch Taschenuhren und mit der Zeit auch Armbanduhren. Wieder Originalzitat. Taschenuhren waren teuer.
Was bedeutet, dass viele Menschen einen großen Teil ihres Einkommens ausgaben, um sowohl die Uhrzeit zu ermitteln, als auch Eindruck bei ihren Freunden, Kunden und Dienstherren zu schinden. Und er folgt aus dem, in der Folge arbeiteten Europäer fortan immer länger und härter. Der Apostel Paulus sagt in der Bibel zweimal sogar, kauft die rechte Zeit aus. Also wir sollen unsere Zeit nutzen, unsere Zeit nicht vergeuden. Ich denke, viele von uns, auch ich muss natürlich aufpassen, bin von dem gesagt, dass wir unsere wertvolle Lebenszeit vergeuden, indem wir einfach zu viele Videos schauen, vielleicht am Nachteil, vielleicht am PC oder vielleicht Netflix. Ich bin ja total gegen Netflix. Und ich muss es immer noch präzisieren. Ich bin Filmfan. Und ich muss es nicht präzisieren, ich bin nicht gegen Netflix, weil ich gegen Film bin. Aber ich sage immer, versuche doch, das Netflix-Abo zu kündigen und stattdessen einen Film im Kino zu schauen, wenn ihr ihn schauen wollt. Aber nicht jeden Abend Netflix suchen. Es ist Zeitvergeudung. Und natürlich auch Fernsehen, das gleiche zählt für Fernsehen, für das Internet. Momentan ist es so, nicht nur bei der Kirche ist oft Not am Manne, sondern auch in vielen Vereinen, auch in den Dörfern, auch in der Region, auch in der Lokalpolitik. Man findet fast nicht genug Leute. Und es ist, weil die Leute einfach daheim sind und sich mit dem Internet ablenken. Aber wir können Gott bitten, dass er uns zeigt, wo wir uns engagieren sollen. Ob in der Kirchengemeinde, in einem Verein oder in der Politik. Aber wenn wir nur daheim sind, das ganze Leben, und nur Fernsehen schauen, das ist nicht das, was Jesus von uns will. Das ist Ablenkung. Also das Bild extra noch rein hier. Heute Morgen ist leider die Kirchenturm Glocke in Leutwil stehen geblieben. Dur. Nein, Dur ist stehen geblieben. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere innere Uhr auf Jesus ausrichten, damit sie gleich ist für Zeit und Ewigkeit. Nach dem Gottesdienst gibt es eben noch freiwillig 10 Minuten, wo man austauschen kann über das Büchlein, ja, unsere Gemeinde darf wachsen. Und im 2. Kapitel geht es auch um das Thema Zahlen. Und ich denke, das muss so sein. Weil heute ist es auch um das Thema Zahlen gegangen. Im Neuen Testament kommen noch andere Zahlen vor, wie die ersten Urgemeinden gewachsen sind. Aber es soll natürlich auch um ein innerliches Wachstum gehen, um ein charakterliches Wachstum. Dank Jesus. Er sagt, die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Amen.